Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, dass die Ripley zusammen mit ihren zwei Kollegen auf die Sevastopol-Station wollten von der Torrance, aber da ist was schief gelaufen und die drei sind getrennt worden. Und jetzt bin ich hier gelandet und hier scheint es wohl nicht so doll auszusehen. Uah, was zu beweisen war. Boah, der halbe Krummbeerfrachter, der bricht ja hier auseinander. Das ist ja grässlich. Ja, jetzt sind wir wohl hier auf der Gepäckladerampe gelandet. Verflucht nochmal. Huch, mit gehaltener Kreistaste haben wir hier unser Inventar. Okay, das Ding können wir nicht mehr hochkrabbeln. Dann bleibt uns noch der Weg nach vorne. Eine Leuchtfackel hätten wir hier. Können wir doch hier, jawohl, so können wir sie auswählen. Kreis halten zum Öffnen des Inventarrades und mit links auswählen, jawohl. Und mit Viereck kann ich es aktivieren, alles klar. Noch brauche ich es nicht, die Sache. Aber wie gesagt, der ganze Krummbeere-Frachter hier, der ist ja unter aller Kanone. Ja, du kriegst du schon nochmal ein bisschen dünner durch und die Gummilappe schä ums Gesicht geschmiegt. Es ist ja Luxus, da sind schon Graffitis hier. Es sieht aus wie Sauto in dem Lader. Was steht denn dahinter? You always know someone working new. Okay. Erscheint mal ziemlich wir. Dann nehmen wir noch irgendwelche Graffiti. Always know working Joe. Alles klar. Oh, forgotten. FU wird wahrscheinlich fuck you sein. Oh, In moving. Okay. Das andere habe ich nicht. Ich sehe, was sie da gemeint haben. Nee, Quatsch, so schlimm. Ah, ja. Mit linker Cursor-Taste drücke kann ich rennen. Alles klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich da selber Draht-Taste muss. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schade, dass es nicht so lästiges Tutorial gibt, wo da alles durchgekaut wird. Ist da irgendein... Ah, ja. Ich hab gewusst, wenn ich da ohne bin, gibt es da bestimmt noch irgendwelchen Krusch, den ich eissacken kann. Ethanol und Bindemittel nehmen wir natürlich mit. Und subkutane Impfpistole. Ach, die nehmen wir natürlich mit. Können wir alles mögliche mit basteln dann später. So können wir aber noch nichts machen. Oh nee, jetzt habe ich... Ah je, oh je. Jetzt habe ich Viereck gedrückt. Habe ich es doch gemacht. Mit L2 könnte ich ziele und könnte das Zeug auch werfen. Feuern mit R2, okay. Ich muss gerade mal gucken, wenn ich das Zeug wegschmeiße, ob ich es wieder aufnehmen kann. Jetzt habe ich es natürlich wieder voll irgendwo in die Ritze reingeschmissen. Alles klar, super gemacht. Ja, wir sind ja glücklicherweise in einer Phase, wo noch nicht so viel passiert. Dann nehmen wir Ethanol. Ich glaube, war das ein Jackie? Das ist gut möglich. Dann klettern wir mal da hoch. Ja, ich habe anscheinend eine Leiterlegasthenie. Ach, sehr schön. Wollte doch einfach nur noch overgucken. Weil hin und wieder mag ich das so hoch zu gucken. Man weiß ja als nie. Dann haben wir da Sprengkapsel. Die nehmen wir doch. Ach, dankend da. Da haben wir sonst nix. Ah, Radio. Hab mich schon gewundert. Schrott. Nehmen wir auch immer gern. Bin ja schon bei The Last of Us gelernt. Mit viel Schrott kann man immer noch irgendwas basteln. Hallo? Ist da wer? Da geht nix rein. Da müsste man den Strom wiederherstellen. Was ist da? Zugangscode benötigt. Ja, da kriegen wir später so Codeknackergerät. Noch können wir nichts damit anfangen mit der. Da braucht man auch wohl wieder Strom. Ah je, oh je. Das war wohl so Lobby hier, nehme ich mal an. Und da haben wir. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Touchpad-Taste zum Öffnen der Karte. Ah ja, super. Okay. Gehe ich mal aufs Touchpad drauf. Ah ja, prima. Mhm. Die Legende besagt, die Xer sind gesperrte Gebiete. Okay, alles klar. Super.
Ich bin's immer so gewohnt, wie bei The Last of Us, wenn ich der Cursor, der rechte Cursor drück, dass dann die Taschenlampe angeht. Da muss ich mich noch schwer dran gewöhnen, dass das hier nicht so ist. Aber ich denke, das geht. Ach, schon dann. Geringe Energie. Mal gucken, ob wir nicht hier Notstrom nutzen könnten. Ah ja, muss ich mehrfach X drücken. Und noch einmal. Ah komm, aller gute Dinge sind 3. Aha. Ewig ist wieder Saft drauf. Dann gehen wir aufs Terminal drauf. Was ist dann Doschenes? Unsere Sachen umgelagert, privat. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik, niemand geht runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Haben wir doch noch freigegeben. Auf Wiedersehen vom Siegson. Öffentlicher Hinweis. Die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Siegsor Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Siegson dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investition in die Station schwankten nie. Ach du liebe Zeit. Sie können nicht darauf verlassen, dass Siegson Apollo-Haupt-KI und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station, wir sind Menschen, Siegson Corporation. Oh je, versuchen du einen auf menschlich zu machen, das gefällt mir nicht. Energieknotenpunkt D3, Abflug. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her, aber vorher hören wir uns mal die Audio an. Kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Scheint wohl der Anfangsphase gewesen zu sein, als es noch nicht der ganze Bach runtergegangen ist. Dann machen wir doch wieder Strom hier rein. Super. Oh. Hoppla. Da sind eben 3 Knotze rübergerannt und da ist wohl eine Miniatur von der Sevastopol-Station. Ja, dann hätte ich mal sagen, an der Stelle speichern wir auch gleich. Das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Ja, das wollen wir überschreiben, natürlich. Okay. Tomorrow, no. Together, future. Wohl eher Tomorrow, Together, No Future. Help! This Life for Rent. Alles klar. Aha, da sind wir hier wahrscheinlich wieder bei der Gepäckstation. Aber ich mag lieber gucken, was da unten nochmal ist, wo die 3 Männle vorbeigerannt sind. Und der Code war doch noch klar, wie ich 03 irgendwas war's. Ah, Mist, den müssen wir uns merken. Irgendwelche Standarddurchsage laufen nur, glaube ich, noch durchs Terminal. Ah, das ist doof. Da müssen wir uns jetzt die Codes merken. Bei The Last of Us haben wir ja gesehen, da haben wir uns die Dinger nicht merken müssen. Das hat er von sich aus dann aufgemacht bei deiner... 0340. Hat er automatisch aufgemacht bei deiner Saves und so weiter. Und hier müssen wir uns das Ganze noch manuell merken. So richtig oldschool. Dann, das passt ja auch super zu der ganzen Technik, die man da sieht. Dann machen wir das doch mal. 0340. Ah, da brauchen wir gar nicht das Gerät. Da haben wir das dann einfach so öffnen können. Ach, ganz gut. Da ist dann Schrott drin. Und noch mehr Schrott. Und ein Medikit-Plan. Super. Sie haben einen Bauplan gefunden. Aha. Ah, prima. So können wir das Zeug dann basteln. Und dann muss ich L1 drücken. Brauchen wir das Zeug. Das wähle ich mit X aus. Das wähle ich mit X aus. Und das wähle ich mit X aus. Und... ja, kann ich es jetzt basteln?
Wenn wir es dann... Habe ich genug Schrott? Nee. Irgendwie kann ich es wohl nicht... nee, Quatsch. L1 drücken, um zu basteln. Alles klar. Gerät gebastelt. Prima. Aha, die scheinen wohl dort durchgerutscht zu sein, die Knaber. Weil hier komme ich nicht durch. Flammenwerferbrennöl. Super Sache. Das kann ich aber leider erst sehr viel später benutzen. Ja, da scheint wohl der aufgegangen zu sein und der da. Und der Hintere, der hat sich dann gleich wieder geschlossen. Und hier komme ich auch nicht durch. Das heißt, der Bursche kann ich nicht hinterher steigen. Da haben wir Schrott und eine Sprengkapsel. Nehmen wir natürlich sehr gern. Ja, denn können wir nicht hinterher. Dann, den ich muss sagen, wir speichern noch einmal. Und dann geht's ab in das neue Gebiet, was sich hier aufgetan hat für uns. Ja, noch kann ich schön neugierig und lustig drauf sein, weil noch droht uns keine wirkliche Gefahr. Wir haben jetzt nur gesehen, dass so 3 Männle da rumgehüpft sind. Aber die sind ja noch keine große Bedrohung für uns. Beziehungsweise haben sich ja eine gegen uns gestellt oder so. Hätten wir ganz schönes Pech gehabt, weil... Oh, da muss ich der Dez-Ei ziehen, sonst gibt's was auf der Wäsching. Dann wieder hoch damit. Will ich einen Stromschlag kriege gleich am Anfang. Dann... Haben wir hier nichts mehr. Nee, das war's wohl hier. Dann sind wir hier in dem Raum. Was ist hier passiert? Ja, so wie es aussieht. Rest in Peace, Sevastopol. Ja, sieht ja schon mal super aus. Da noch Xing Xang. Alles klar. Wird wohl Essensstation gewesen sein. Dann Hilfe nochmal an die Wand geschmiert. Der ist zu. Da brauche ich einen Ionenschneider. Geil. Aber ich glaube, dann kriegen wir erst ein bisschen später im Spiel. Das erste, was wir, glaube ich, kriegen, ist der unglaublich riesige Schraubeschlüssel oder was das ist. Auf jeden Fall so ein riesengroßes, uschierisches Ding. No Entry. Was brauchen wir da? Ach, ein Ionenschneider. Alles klar. Dann joggt doch mal Mädel. Dann geht's so derzeit nur hier rüber. Okay. Das könnten so Markierungen sein, was die Leute geplündert hätten. Oh, da schwebt was draußen vorbei. Hallo. Die Torrens. Ah. Ja, da werden die Leute schon wohl... Hier drüben. Verlaine. Da werden die Leute wohl schon sehen, dass das ein Geisterschiff ist. Oh, jetzt geht da noch der Rolllader runter. Verdammt. Boah. Aber bevor wir irgendwelche Theorien erstellen, nee, es ist nicht das Alien, was die Bordcomputer bedient. So clever sind die dann doch nicht, die Aliens. Es sind zwar die perfekte Biowaffe, aber es sind keine Computer-Geeks. Dann gehen wir hier die Treppe runter. Und gucken, was es hier dann zu entdecken gibt. Stromwiederhersteller. Ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, war ich ab der Passage ein bisschen kranke. Ich hoffe, ich kriege das noch gebacken und stelle mich nicht so dappig an wie beim ersten Mal, als ich das gespielt habe. Das wird sich dann zeigen. Weil ihr werdet jetzt... Da haben wir noch eine Leuchtfackel. Ja, wunderbar. Ihr werdet jetzt nämlich wahrscheinlich auf eurer Zeitleiste schon sehen, wenn wir noch ohne gucken. Benutzen wir doch sofort. Unser Deal neigt sich der 15 Minuten und damit auch am Ende zu. Das heißt, ich mache jetzt auch gleich mein Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Ich freue mich wieder über jeden Kommentar, über jeden Klick und alles, was nach Sache wollt und mir mitteilen wollt. Machen's gut bis dahin, liebe Leute. Euer Yankee.